gesagt, Leute, hier rechts von der, da rechts von der Bühne, nein, hier, also von mir, von uns, so, ja, geht nur darüber, Knochenschnitzer. Jetzt verdreht nicht die Augen, das war eine Anweisung von oben. Ja, ganz oben. Da stehe ich hier. Ganz so. oben. So, jetzt wird aber, da kommt er mit der Treppe. Ihr seid fast pünktlich. Ja. Das kann jetzt in der Rede nicht dauern. Das dauert so. Zimmermann hat noch ein setzt man wenig sich auf gebraucht. den Stand. So, jetzt blase ich aber, blasen wir zusammen ein Rinkelstecker. Das ist von der Seite. 3, 4. Hier zu Hoya vor der Bühnenmitte, wo niemand Geringerer sich eingefunden hätte als er da selbst. Ja, er, mit er, nein, nicht ihr, er. Der meint uns Marktvogt. Nein, ich meine ihn, der Graf. Graf Otto der Dritte von Hoya. Ja, und nicht nur er ist da, nein, auch Sie. In zartes Grün gewandelt, ja. Die Gräfin. Von Lüneburg und Braunschweig. Mächtig genennet von Lüneburg und Braunschweig. Und Magister der Kinder reichlich scharf. Ja, aus dem Kloster sind sie gekommen. Katharina ist hier. Wollt ihr auch noch ein paar Begrüßungsworte sprechen? Nun, ehrenreiche Gäste, wer zu euch sprach, war niemand Geringeres als Magister von Winterfeld. Der Wanderherold der Vogelfreien. Bei Hofe wollte man ihn nicht haben, geschweige denn am gräflichen Hofe. So zieht er umher und er spricht die verschiedensten Sprachen. Und welcher nicht spricht, die spricht sein Hilfsherold. Ja, aber wo ist denn der Hilfsherold? Der Hilfsherold ist gar nicht da. Ist uns abhanden gekommen, er sitzt gerade im gräflichen Keller und probiert die Rote. Ich habe die finnische Begrüßung, die kann ich noch gar nicht auswendig. Gibt es denn Finnen hier? Wusel Helmut ist Finne, zumindest Halbfinne. So jetzt aber, der Graf hat Nein, Sie, doch der Graf, nicht? Der Graf, ihr wollt ja nicht eine Begrüßungsrede halten. Seid ihr langsam fertig? Moment, ich sorge dafür, dass ihr ordentlich begrüßt werdet. Magister, Ja. ihr wisst, dass manchem Hilfsherold schon die Zunge herausgeschnitten wurde vom Graf. Ist noch da. Ganz schön belegt das Ding. Steck wieder rein. So, Tonung liegt auf noch. nun, wenn jetzt der Graf vor euch tritt, um euch mit einem wohlgesetzten Worten zu begrüßen, empfangt ihn mit einem dreifachen Vivat. Vivat? Ja, Moment, ich sehe, das gemeine Volk ist überfordert von so viel Text. Deshalb teilen wir das auf. Die Weibsbilder brüllen wie und die Mannsbilder Watt. Das dreimal hintereinander. Also es wird vor euch treten Graf Otto der Dritte von Hoya. Und ein Jubel! Habt ihr eure Zunge gerade noch gerettet, Magister? Wir, Otto der Dritte zu Hoya und Buchhausen, sind sehr erfreut, dass so viel Volk unseren Einladung zum Markte Folge geleistet hat. Meine Frau, die gute Mägde zu
Braunschweig und Lüneburg hat mir für dieses Wochenende aufgetragen, ein wenig wilder als die Jahre davor zu sein. Wir bemühen uns, dieser Bitte Folge zu leisten. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich nur. Der Grund, dass wir Markt halten heute, ist, dass wir sehr erfreut darüber sind, dass unsere Tochter Katharina zur Äbtissin zum Kloster Wienhausen gewählt wurde. Demnach ist der zweite aus unserer Familie, neben meinem Bruder Gerhard, Erzbischof zu Bremen, dem Klerus anheimgefallen. Demzufolge können wir uns ganz alleine auf die weltliche Macht beschränken. Graf, wenn das so weitergeht, dann wird das Grafengeschlecht aussterben. Das lasst mal unsere Sorge sein, das können wir schon genug alleine.